Merci, Herr Präsident. Ich meine, Madame Adem hat ganz gut präzisiert, was den Herr Punkten von dieser Direktivumsetzung sind. Ich will das nicht verlängern. Mir das ist ein wichtiges Gesetz für das Development von unserer Finanzplatz. Und dafür bin ich froh, dass das eine large Zustimmung kriegt. Wir haben bald 8.000 Milliarden Euro, die über die Lützeburger Fonds geriert. 8.000 Milliarden. Und das soll ich nicht mehr am Ernst haben. Ein Teil von unserem Wohlstand, ein Teil von unserem Lützeburger Sozialmodell wird auch über den HIV finanziert. Nichtsdestotrotz steht aber, dass bei der Umsetzung von diesen Direktiven sicherlich einerseits am Interesse von dem Finanzstandort Lützeburg muss agieren, aber andererseits muss sehen, wird die froh als auch der Schutz vom Konsument am Ernst haben. Und das von allen Fraktionen, mit erst von die Link, als das Englisch in der Strache gehen. Ich verstehe der Approche, die dir politisch schuld, stehlen die aber nicht. Nee, stehlen sie nicht, das ist auch ganz klar für Wert. Lützeburg steht an der Spur an Investitionsunion, weil es wesentlich ist für die Kompetitivität von Europa. Und das geht weit über die Finanzdienstleistungen raus. Mit der Spur an Investitionsunion machen wir etwas, dass wir zusätzlich zu reinem Bankfinanzement auch ein Finanzement über Beteiligungen an Betrieber direkt oder indirekt erwirken. Und da haben wir einen großen Nachholbedarf par rapport zu Amerika, notamment, zu anderen Regionen, zu anderen Kontinenten von der Welt. Und dafür muss man das vertiefen. Und dazu gehören natürlich auch die Gesamtsummen, die über die Fonds, und so lang über Lützeburg. Ja, wir sind den zweitgrößten international ausgerichteten Fondsstandort mit die 8.000 Milliarden, die hier an den Fonds zu Lützeburg sind. Die sind ja nicht einfach nicht so high, aber die gehen all der an die Realwirtschaft investiert. Das ist eine Präzision, die gefragt wird. Schön, das Engagement vis-à-vis von der Madame Tanzer ihrer Frau. Ja, ich meine, wir sind, wenn alles logisch geht, die zweite nach Rumänien, die das Direktiv umsetzen. Da kommen da also nach 25 No-Eis. Ich meine, das ist richtig und wichtig, dass es wie Wertverein Klauseln an den einzelnen Memberstaaten besonders statt Konsumkredite unbelangt umgesetzt gehen und nicht umgesetzt gehen. Und ich engagiere mich auch dafür, für regelmäßig darüber Rapport zu machen. Mir nachdenke ja, hier sind klar, die Fonds können an Zukunft, die Alternativfonds, können Prämien machen, mehr für die Realwirtschaft. Und das sind hauptsächlich auch Klein- und Mittelbetriebe, die bei einer Bank, da muss ich aber auch gucken, vielleicht nicht unbedingt mehr an die Eligibilität kommen, für ein Prä zu kreieren. Das geschieht hierüber natürlich auch vielleicht dann zu anderen Konditionen, wie das bei der Bank ist. Das ist also für Akquisition von Immobilien, das für Infrastrukturprojekte, Immobilienprojekte. Und die Entreprise kriegen natürlich auch die Prämie, wenn sie darüber fahren, für ihre Gesamtaktivität zu stärken. Wichtig ist, und das hat Madame Adem gesagt, dass man auch die Attraktivität von den Fondsmanager hier Aktivitäten zu Lützeburg stärken. Und ich komme nachher darüber zurück, wir hatten ein bisschen mehr eine divergente Diskussion über das sogenannte Carried Interest Regime, wo ich verstehe, dass nicht für ihn mit der Approche von der Regierung d'accord wäre, das wäre für die Präsenz von Fondsmanager auf Lützeburg zu verstärken. Für Wert, wenn wir davon ausgehen, dass von den Fondsmanager, das heißt den Hauptunternehmer am Fonds ist, die sieht, was für eine Strategie implementiert, die sieht auch, wo der Fonds weiter sich etabliert, für die auf Lützeburg zu ziehen. Und das ist ja nicht ohne Success, wenn es am Anfang mal, dass man auch die Aktivitäten von den Fondsmanager möglichst breit, so wie das Direktiv das erlaubt, heute zu Lützeburg wollen stärken. Dafür auch auf dem Punkt, gucken wir heute Maximum
aus der Direktiv rauszuholen. Für den Rest will ich mich dem anschließen, was Madame Adim gesagt hat an dem Niveau von der Präsentation. Und so in der Chambre, merci, dass wir die Projekte so schnell wie möglich konnten verabschieden. Der legislative Prozess hat inklusive Conseil d'État gut geklappt. Auch die Diskussion, die wir da mitten hatten, und ich freue mich dafür auf eine breite Zustimmung. Merci.